schreiben den 11. September 2025. Mit der ersten Woche September soll auch für den ambitioniertsten Gärtner in die 4 Kultursaison offiziell rüber sind. Weil auch bei unseren Professionellen geht ab dieser Woche Heibannen nicht mehr gesehen. Viehzucht als Riva. An alles, was da Heibannen nach gesehen, sind ausschließlich Kulturen, die nach einer Tag gepflanzt sind. Dabei gehen just nach ein Kehr Redischer gesehen. Ja, und die Kulturen, die wir hier stehen haben, das sind wirklich ganz klassisch Kurzdauerskulturen wie Mausechers Salat, hier verschiedene Generationen. Hier den zweiten Satz, dritten Satz. Und Pak Choi, auch für einen Tag. Für Bausen gibt es ein bisschen knapp gehen. Stielmus. Und da haben wir noch sogar Frühlingszwiebeln. Die sind nicht mehr für diese Saison gedacht. Die können zu der Saison gut überwandert gehen. Die gehen also einen Tag gepflanzt, wurden ganz los, bis sie quasi über den Winter nicht mehr wurden. Halten die Frost gut aus und sind dann aber schon für den freien April 2026 bereit. An diesem Tunnel, da am letzten Video gesehen, da war noch eine freie Fläche neben den Tomaten, wo wir damals Konkombren rausgeholt haben. In der Zwischenzeit wird das Beet also länger präpariert, quasi gerecht. Und eine Hirschkultur schon dran gesagt, war in dem Fall, oder Spätsommer, Rucola an ein Asiasalat, Mizuna, gepflanzt wurde. Und wie ihr seht, ist die schon zeitig für zu plecken. Und wir werden die erste Kehr schneiden, aber wahrscheinlich nach 2 Mal hinten dran, bis man dann auch die Kultur raumen. Und da gehen dann später im Oktober Murten gesehen. Ja, Murten, nicht mehr für diese Saison. Klarerweise, aber auch die profitieren nach vom warmen Boden, dass sie also können relativ sehr erkennen. Und dann auch wie die Frühlingszwiebeln den Winter überdauern. Hoffentlich nicht so viel von dem Mais gefriert gehen. Und dann sind auch die Murten für Mitte April, Ausgangs April schon zeitig für zu holen. Und das ist eine super Sache für an diesem Kontext leid für die Kurve, weil keiner wacht sich ein frisch Murt am April. Das ist auch schon ein bisschen sophistikiert Strategie, sagen wir mal. Hier sind wir dann an engem von unseren Tunnelen, die zu dieser Zeit en Transition sind zum Hirsch- respektive Wintermodus. Ein paar Sommerkulturen sind schon geweicht. Es sind de Moyen hier auf diesem Beet Auberginepflanzen, die zwar noch schön waren, aber mit den Temperaturen, die nächsten Wochen vorausgesetzt sind, kein Spreng mehr machen. Also nicht dezidiert die quasi aufzurappen und das Beet zu präparieren, für das dann wirklich on point die Kulturen, die da drinnen waren, können gepflanzt gehen. Und die seht hier neben schon, neben den Paprika, die wahrscheinlich nächste Woche werden weichen, sieht da schon ein gut etabliertes Carol Andeven Zucht, die hier gepflanzt wurde, nachdem es ein Paprikabeet, was hier schlimm von dem Mais die Wurzeln gefriert krut, schon geraumt gouf an die Platz direkt einfach genutzt gouf mit einer Kultur, die dann die Temperaturen hier bannen relativ gut packt. Auch wenn es im September nach warm ging. Neben drin sehen wir dann also nach wirklich stark behagenen Paprikapflanzen. Dafür haben die auch müssen nach extra Support schneller kriegen, dass die ganze Struktur nicht kollabiert. Die werden wahrscheinlich nach bis September durchstehen bleiben, bis dann aber auch die Beete die Löschpflanzungen von Ende September werden kriegen. Somit wird auch die Kulturfläche hier nach komplett umgesetzt gehen und nach einer Kultur für das Jahr rausgeholt gehen. Wir schützen nicht nur als Boden auf den Beeten, sondern auch neben den Beeten. Wir haben eben verschiedene Wettereffekte, sie wird Regen oder die Sonne. Und das machen wir mit
Hackschnitzelwehr. Da gehen sie gerade abgefordert. Das machen wir normalerweise auch. Emultiver Hackschnitzel egent sich ganz gut für Dr zu tröppeln. Schlägen, Hunde so half ger, verstoppen sich zweimal dran, mir sind nicht viel dran in NRW unbedingt. Das ist ein Material, was ihr vielleicht einfach könnt, von den an der Gegend von Gehacks, kann den Wund kann den selber häckseln oder eben bei verschiedenen Landschaftsgärtner ganz einfach bestellen. Degen sich sowohl für Eiswehr zu machen, aber auch für Kompost abzubreden, wenn es eben ganz feinen Hackschnitzel ist. Also generell Ziel ist die Erosion, das heißt den Bodenauftrag vom Wasser gut wie möglich zu stoppen, das durch verschiedene Klangstrukturen, Kleinkräuterstrukturen oder eben Gehacks. Aber auch Wehr aus Hackschnitzel für einfach Wasser, was lebt, vorne du fängt zu laufen, los zu machen, dass es eben kein Boden matt zieht. Und ich gesagt, ein bisschen das Wasser davon gelaufen kommt, sodass es ein bisschen vom Mulch matt gezogen wird, aber der Mulch wirklich da ist, für das Wasser zu bremsen. Da wir so viel Kompost gebrauchen, ist natürlich auch essentiell, als einen eigenen Kompost herzustellen, auch wenn das bei weitem nicht durchgeht für als Fleisch, die wir haben. So kann das aber daheim effektiv sinnvoll sein. Dafür haben wir eine Kompoststation, die wir da ist, für Rehen zu schützen, weil den eben will, dass der Kompost genug Sauerstoff hat, dafür, dass er genug Sauerstoff hat, für sich gut können zu entwickeln, darf nicht zu feucht sein und nicht zu viel Wasser haben. Am Anfang geht die Feuchtigkeit vom Gemüse selber durch, muss ihnen nicht, außer dass extrem warm und extrem drischen, muss ihnen nicht unbedingt zusätzlich nass machen. Wir haben mal frisch gehäckselt Auberginen, Getreidefleisch, die haben ein gutes Wassergehalt und das geht am Anfang durch, für die Bakterien und all die anderen Organismen dran können schaffen. Wichtig ist ein gutes CN-Verhältnis, das heißt ein Kohlenstoff zu einem Stickstoffverhältnis, über den Daumen sehen den für all Undeel von geringem Material, was viel Stickstoff hat, möchte den 3 bis maximal 4 Undeeler Brunkmaterial, was viel Kohlenstoff hat. Wie ich würde so tun, als ein Hackschnitzel ging sich eignen als Brunkmaterial, wenn ein fein genug ist, wenn nicht zu dick ist, wenn nicht echt klein, so einen halben Zentimeter bis maximal 1 Zentimeter ist. Das gemischt mit dem Gemäßrester, wo am Grad auffallen, kann ein guter Kompost geben. Wir machen dann 3 Stationen als Kompost und die Station fliegt alles frisch drauf. Dann kriegt ihr eine gewisse Temperatur, die man auch muss mit einem Thermometer. Wenn den auf 60 Grad drauf geht und dann noch rauf geht, dann drehen wir einen Enker, da kommt dann die zweite Station. Und da, durch den Sauerstoff, den du neu dran könnt, fängt er an zu hitzen. Und dann kann derselbe Prozess von dem Anfang drauf zu gehen, drehen wir einen Enker. Und da an der dritten Station haben wir für uns fertige Kompost leihen, den auch das mit der Überdachung gut gelungen ist, für uns gut. Also, für alles gute Kompost muss ein dunkelbraun, nicht zu schwarz Farbe muss schön feinkrümelig sein. Hier sind zwar ein paar Deckstecker dran, aber das steht also nicht. Das sind die letzten Sachen, die drauf geflogen waren. Nur eine gewisse Feuchtigkeit, wenn man drauf trägt, fängt aber nicht an zu drüpsen. Das passt doch nicht. Und die lässt sich idealerweise besser verteilen. Und das ist eben gute Nahrung für die Organismen am Boden und somit auch für die Pflanzen.